sagt sozusagen händisch. Na gut, wenn es denn den Bürgerrechten dient, dass wir es mit hohem Personaleinsatz machen, dann sei es drum. Ich kann nicht erkennen, dass die Verschwendung von Personalressourcen den Bürgerrechten dient. Deshalb sind wir dafür, dass hier vernünftig in ökonomischer Weise moderne Technik eingesetzt wird. Im Ergebnis dient sie im Übrigen der Aufklärung von schweren und schwersten Straftaten. Das heißt mithin auch den Bürgerrechten in Deutschland, denn man kann natürlich sich abseits stellen und sagen, ich habe mit Opfern alle nichts zu tun, ich verteidige hier nur meine Bürgerrechte und meine Freiheitsrechte. Wir haben als Polizei, als Polizeibehörden immer auch noch die Opfer im Blick und wir wollen verhindern, dass es zu viel davon kommt. Aber stimmt das denn nicht, dass moderne Technik... Ich glaube, das war klar, Volker Beck zuckte an alle zu mir, deswegen würde ich jetzt gerne einen Blick nochmal geben. Stimmt das denn, dass die moderne Technik da immer sehr viel effektiver ist? Es gibt eine Antwort auf eine Anfrage vom Bundesinnenministerium, die sagt, dass durch die Vorratsdatenspeicherung die Aufklärungsrate der Straftaten um 0,004% steigt, die Größenordnung. Die Vorratsdatenspeicherung kostet den Internetprovidern und Telefonfirmen mehrere hundert Millionen Mark. Könnte man die nicht besser einsetzen? Es gibt aus dem Land der Videoüberwachung aus Großbritannien eine aktuelle Studie, die sagt, dass pro 1000 Überwachungskameras eine Straftat mehr aufgeklärt wird. Ist es wirklich ökonomisch, sowas zu machen? Die andere Sache ist, das BKA bzw. die Landespolizeibehörden haben nach dem 11. September eine illegale Waffenfahndung gemacht. Und im Ergebnis null. Wir haben nichts gefunden. Also es ist wirklich die Frage, bringt die moderne Technik in der Kriminalarbeit wirklich die Ergebnisse, die man von ihnen erwartet, oder ist es nur ein nettes Spielzeug? Ist es nicht wirklich so, dass eigentlich klassische Polizeiarbeit und das Know-how, also der denkende Mensch, da viel mehr bringen würde? Mach einfach mal die Runde, Volker. Also ich denke, man sollte das nicht schwarz-weiß diskutieren. Effizienz ist kein Argument für alles und für jedes Instrument, wie genauso wie das Thema Einschnitt in Grundrechte nicht jede notwendige Maßnahme der Kriminalitätsbekämpfung und auch Verbrechensaufklärung behindern darf, sondern das Ganze muss verhältnismäßig sein. Der Nutzen muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Grundrechtseintritt gehen und es muss auch sozusagen um hohe Rechtsgüter gehen, damit man einen stärkeren Grundrechtseintritt legitimieren kann. Und deshalb ist sozusagen nicht einfach alles gut, weil es Personal einspart und nicht alles schlecht, weil damit auch Eingriffe verbunden sind. Das muss man halt differenziert machen. Man kann an einem schönen Beispiel sehen, wie unterschiedlich das geht mit unterschiedlichen Philosophien, je nachdem welche Farben sozusagen die Politik bestimmen. Wir haben damals dazu Bekenntnisausdrücke, weil ich verhandelt habe, das Terrorismusbekämpfungsgesetz nach dem 11.9. gemacht. Da gab es so einen Stapel von Zeug und Maßnahmen aus dem Bundesinnenministerium, was sie uns alles unter der Überschrift Terrorbekämpfung und wir wollten kein Terror bekämpfen unterbringen wollten. Und davon blieb dann auch so viel übrig, das war auch eine ganze Menge, ich glaube, es war eines der drastischsten Gesetze in der Innenpolitik der letzten Jahrzehnte, das soll man gar nicht reinreden. Aber wir haben halt gesagt, diese Grundrechtseingriffe bei bestimmten Personen darf man aber nur bei bestimmten Terrorverdachten mit konkreten Anhaltspunkten einsetzen und nicht einfach flächendeckend. Und dann haben wir gesagt, wir wollen alle diese grundrechtseingriffsrelevanten Maßnahmen zeitlich befristen, evaluieren und dann gegebenenfalls verlängern, auslaufen lassen, wenn sie sich nicht bewährt haben oder wenn das in keinem vernünftigen Verhältnis in der Praxis zum Grundrechtseintritt steht oder eben dann entfristen. Was hat die Große Koalition gemacht? Sie hat alles entfristet und sie hat den Kompetenzbereich aus der Terrorismusbekämpfung auf alle Maßnahmen im Bereich des Extremismus erweitert. Da ist jetzt also sozusagen jede etwas linkere Hartz-IV-Initiative von solchen Maßnahmen potenziell genauso betroffen wie vorher der Freundeskreis Bin Laden. Und das, finde ich, macht schon einen Unterschied. Ja? Und da steht bei dem Hartz-IV-Kreis, auch wenn er vielleicht heimlich von der sozialistischen Weltrevolution träumen mag, das eben in keinem Verhältnis von der Gefährdung, die da für die Bevölkerung ausgeht,
wie bei dem Kollegen Acker aus Hamburg, der in Hamburg sitzen, den wir nicht erkannt hatten, weil wir bestimmte Möglichkeiten auch nicht hatten bei den Geheimdiensten, um ihn zu erkennen, dann einfach in ein Flugzeug da in einen Tower legen. Da muss man dann die Frage schon mal stellen, welche Maßnahmen bringen da was? Und man hat zum Beispiel gesehen, eine Maßnahme hat gar nichts gebracht, das was wir im Bereich der Postdaten gemacht haben, hat man praktisch nicht angewandt, weil es auch wirklich völlig aus der Zeit gefallen ist. Das nutzt kein Terrorist mehr, die Sachen, die man damit erkennen kann. Aber zum Beispiel den Einblick in die Bankkonten hat uns ermöglicht, ein paar Organisationen aus dem terroristischen Umfeld und der Terrorfinanzierung zu erkennen, überhaupt zu merken, wo die sind und wie die miteinander vernetzt sind, und hat die Ermittlungen gegen diese Vereinigungen erheblich verbessert. Deshalb kommt es da sehr darauf an, wie man das im Einzelnen macht. Und bei dem Thema Vorratsdatenspeicherung, ich finde, da hat die Politik wirklich jedes Maß und Ziel verloren. Das hat es noch nie gegeben, dass der Staat Private verpflichtet, Daten zu speichern, die sie für nichts mehr brauchen, weil wozu brauchen Telekommunikationsunternehmen noch zu wissen, wer mit wem telefoniert hat, wenn der Mensch den Flatrate hat. Dann braucht das zu keiner Abrechnung mehr aufbewahrt werden. Die zu verpflichten, unnötige Datenbestände überhaupt erst anzulegen, weil unter der Summe aller Bürgerinnen und Bürger eines Landes natürlich auch die Verbrecher erzielen. Wegen dieser Binsenweisheit müssen sich alle einen Grundrechtseinschritt gefallen lassen. Und ich finde, das habe ich hier auf der Demo von AK schon gesagt, und von dem Satz bleibe ich, eine Regierung, der die gesamte Bevölkerung verdächtig ist, die sollte sich ein vertrauenswürdigeres Volk suchen, oder das Volk sollte sich eine vertrauenswürdigere Regierung suchen. Weil da ist man außer Rand und Band geraten. Und beim Thema biometrischer Merkmale, da haben wir für eine Rausverhandlung reingeschrieben, die darf man nur reinmachen, wenn gesichert ist, dass es nicht bei den Meldebehörden oder den Behörden, die Pässe ausstellen, in der Bundesdruckerei zu einer Zentraldatei kommt, sondern die müssen im Schreibtisch verschwinden. Weil es natürlich verändert ist ihre polizeiliche Aufklärungsarbeit, wenn sie so eine Datei haben. Wenn ich heute Abend sturztrunken von dieser Veranstaltung nach Hause laufe, mich bei einem Radiogeschäft um die Ecke abstütze, weil ich kaum noch laufen kann, das sind meine Fingerabdrücke, dann gehe ich nach Hause und eine Stunde später kommt eine Gang vorbei, schmeißt die Scheibe ein und nimmt die Radios und Fernseher alle mit. Was werden Sie denn machen, wenn Sie da mal meine Fingerabdrücke finden? Sie würden nie auf die Idee kommen, nach mir in meine Richtung zu ermitteln. Aber die Spuren am Tatort, die Sie über Abgleich dann aufklären können, denen werden Sie nachgehen. Dann bin ich für Sie natürlich ein Schwerverdächtiger, weil eine Spur von mir am Tatort ist. Ansonsten müssten Sie vielleicht eher sich die Mühe machen, mal in der Nachbarschaft zu fragen, wer da wen gesehen hat und wie die Personenbeschreibung aussieht und ob man auch auf diesem Weg vorankommt, um die Täter zu finden. Also es verändert die Logik von Aufklärungsarbeit erheblich, wenn man sich nur noch auf technische Mittel verlässt. Ja, danke Volker. Herr Weiler, effizient sind die wegen Effizienz der Polizeiarbeit? Nun ja, also es klingt natürlich sehr praktisch. Es ist bestimmt nur effizient. Wir werden aber in den nächsten Jahren immer weitere Entwicklungen haben, die noch effizienter möglicherweise sind. Es wird daher, weil es technisch möglich ist. Aber allein die Tatsache, dass hier weitere Bewegungsdaten von jedem Bürger gespeichert werden können, das führt möglicherweise doch weiter dazu, dass mit einem weiteren Datenskandal, siehe bei T-Online, T-Mobile vor einigen Monaten, auf einmal doch meine Gesundheitskasse